Der gewöhnliche Kästebaum geseit in hefischer Parken a Landstrossen. Et erkennt den ganz gut und singen zusammengesagte Laufblätter. Die 5 bis 7 Fiederbläderscher erinnere stark un eng Hand mat Fangeren an hunnen dubel gesäte Rand. Ursprünglich stammt der Kästebaum aus Osteuropa. Mir bei uns gëtt nu gepflanzt, weil de schöne stattliche Baum ist, den am Sommer viel Schiert spannt, wo ihn gemütlich drinnen sitzen kann. Kanner basteln am Hirsch aus de Kästen, dem Baum singe Somkehren, Käste Männerscher, an Beie freie sich über die viele Pollen an Nektar, den Blähen am Frühjahr ubieten. Die meistens weiß Blähe vom Kästebaum sie gut zu gesinn, an dat weil sie zu viel an engem Blähestand zu Summe stehen. So ein pyramideförmische Blähestand kann bis zu 30 cm hoch sein, a lackelt schon von weitem sing Bestöpser, Beien a Bommeln hauptsächlich un. Kommen die Insekten damit no, erkennen sie die einzelnen Blähen a besichen sie, für zuckerreiche Nektar an eiweißreiche Pollen zu sammeln. Mit des Insektennahrung wird nicht gratis verteilt. Als Gegenleistung hilft die Insekt der Fortpflanzung vom Baum. Ein Teil vom Pollen landet am Pelz vom Insekt, aber beim Besuch von einer anderen Kästeblei bleibt der Pollen, die männliche Geschlechtszelle von der Blei, und der päschischer Narb, dem weiblichen Teil von der Blei, hängen. Aus dieser bestüpster, a kurz drop befruchtener Blei kann sich dann die Frucht mit den Kästen entwickeln. Am Lauf von der Evolution hat der Kästebaum das gegenseitig geschafft, aber noch optimiert. Für zu verhindern, dass alle Insekten dieselbe Blei aussteuern, die an Zwischenzeit vielleicht schon bestüpst und auch ausgeraumt gouf, gehen Bleien ein farbliches Signal und Bestüpser. Wenn Bleien ein gelbe Fleck an der Mitte haben, sie sind noch nicht bestüpst, aber werden mit ganz viel Nektar und Pollen obeng bei. Sobald diese Fleck aber seine Farbe ändert, an iwwer orange bis rot geht, heisst das, es sie bestüpst, aber braucht den Hölf nicht mehr. Besich mich nicht, ich kann dir weder Nektar noch Pollen bieten. Besich aber die Noppeschblei, die wird noch fertig, und muss auch noch bestüpst gehen. Ganz schön schlau, geben du am liebsten soen. Die Evolution hat eben immer die beste Solutionen zurückbehalten. Und dafür kannst du dich auch selber überzeugen. Geh an den nächsten Tag bei den Kästebaum, wo du am Hirsch die Lastkäste gesammelt hast. Guck dir mal die Bleien und Beien an das Verhalten an. Ein ganz flott Beispiel von Teamarbeit an der Natur.